Dat Käppken. Ein kleiner Junge war zum ersten Mal mit der Oma in der Kirche und vertellte dem Vater an Abend, wie alles werden was. Geh, Vater, so was Spaßiges hast du noch nie sein. Zuerst geben 2 kleine Pasteuerkes und dann einen Krautenpastauer und der Setendür. Einen von den Kleinen trug an so'n Strick und forts fängt an zu bimmeln. Die Löhe stöhnen dann up. Dann gingen die 3 bis an die Treppe. Da hätte eine kleine Pastauer den Krauten dat Käppchen weggenommen und hättet irgendwo verstoppet. Dann hättet die beiden Kleinen und die Kraute führen up die Treppe überall herumgekieken, wo dat Käppchen wohl liegen können. Die beiden Kleinen hätt sich dabei kneiet und krumm Buckel maket, damit sie besser kicken können. Dat Käppchen was einfach weg. Dann ist die Kraute die Treppe herupgegangen. Heeft zo'n groot Bauch opslagen te kijken of da nicht drin stond, wo dat Käppchen wö. Die beiden kleinen Pasteuerkes sind rechts und links herumgelaufen, dat Käppchen zu säugen. Sie können aber nicht finden. Da hätt sich die Kraute Pastauer umdreht, die Hände auseinander, und ich meine, dat sagt, hey, Käppchen, wo bist du? Und als dat Käppchen dann immer noch nicht finden konnte, da kam nach vorne, stellte sich auf so'n Podest und hat mit den Löwen schimpet und schand, was der Teug hol. Dann hockt wieder an die Treppe, dreht sich wieder Die Hände wieder auseinander und sagt nochmals, Käppchen, wo bist du? Für lauter Jäger fängt an zu sopen. Die 2 kleinen Pasteuerkes hörten und 2 Kennekes Schnaps in so'n Pokal. Dreht sich wieder und sagt, Käppchen, wo bist du? Dann war sie ganz schlau. Ich schicke 2 Kassierers los. Die nehmen die Löwe das letzte Geld ab, nicht Käppchen zu kaufen. Als sie das Geld beneiden haben, hat sie öfters wieder bimmelt. Da haben sich die Löwe alle bücket, zu kijken, ob das Käppchen nicht unter die Bänke liegt. Die Kraute Pastauer, der sich besonders daipe bücken, aber das Käppchen was weg. Nun Zeit sind die beiden kleinen Pasteuerkes rechts und links herumgelaufen, das Käppchen zu säugen. Sie findet nicht. Da hat dann die Kraute den Schnaps getrunken, bestellte nochmal eine Nigelare und trank dann den Pokal, out bis auf letzte Dröpken. Dann hätte sich wieder umdreht und sagt nochmal, Käppchen, wo bist du? Gute Zeit später dreht er sich wieder herum, macht mit der rechten Hand so'n Teigen in die Luft und sagt dabei zu den Löwen, dass sie hören sollen. Dann geht auf einmal ein von den kleinen Pasteuerkes die Ecke und kam wieder mit dat Käppchen in der Hand. Die Kraute Pastauer sat dat der gauw up. Und dann sind die 3 durch die Tür an der Seite wieder verschwunden. Meinst du, sie haben die Löwe das Geld zurückgegeben? Olgön, was sie leben nicht krank werden. War so'n recht Zorn Knepper und sag mit der Tät out, essen Haarböcken knuben. Bloß dat in Freuger nicht heim war, wat so'n Haarböcken knuben alltid noch fertig bringet. Solange es noch ein bisschen Saft und Leben drin sit. Man sagt dann, allen gehören nicht anders, es mit dem Päpken in den Mole. Ob aber wirklich Tabak drin was, wat er schmolkere, dat steht nicht faste. Wat sagen, wird durch Huppenlauf. Jedenfalls mag der Qualm auch mit. Eines Monats hat Gürn an Feuer und stoppere und spiegere allmangs in die Kurl. Es dat so seine Maude was. Brummerte so wat in seinen witten Stoppelbord. Die junge Merske dacht, soll wohl schlecht Bier geben. Dann hat all Gürn ja alltät dat Reden in de Knurken. Es dat ein alten Mensch, wat an die 80 is, nicht anders taugkümmt. Wenn Gürn auxiliere nicht krank werden was, dat Reden haare doch. Und dann war sie immers an Brummen. Damit kon es Barometer deinen. Und et was noch viel mehr verlor ob seine Knurken, es ob so'n Bierglas. Gibt Rien Westvater, fragt der Merske, und Gürn brummer in seinen Bord. Da sagt der Merske, dat es im Päpken nicht zu gange hat. Et honk schwans, es alltät in der linken Mundecke, aber dampere nicht. Dat Päpken is weer uitgegaan, Westvater, sagt der Merske, und krijgt die Tange, in den Kürken drop te leggen. Lot men genure al gern, und schaubt der Päpken in seine blaue Wand. Et schmeckt mir nicht. Dat wird mir
Heile Wünnern, Westfahr. Das ist wahrhaftig das erste Mal. Weitig, brumme die Olle und spiegerte wir in die Kuhl. Önlig verneinig. Westfahrer, sagt der Meersken und der Weile. Ist wohl nicht gut extra? His Namen hätt je allerdings noch eine halbe Schüssel Möpken braut. Mit Schriebenkirten. Aber wenn du dat Bäbke nicht schmecket, dann ist das doch ein Zeichen, dass es nicht so gut ist. Je sollen go in Bett legen, dann guck ich go Hüllentei, dat je in Schweit kommt. Dumm teucht nur der Olle verdrahlig und bleibt sitten. Der Meerske sagt nix mehr, sie kannte den Ollen. Mittags bedisk, der hören sich den Teller mitten voll Bombeier. Et bleibt aber bei den vierten Lepel all holen. Na, wilt nicht kommen, Westvater, fragt der Bauer. Macht der Döbel bieten, wat mit mir los ist, sagt die Olle. Et will nicht sinken. Westvater, sagt der Meerske, et is am besten, da ich un Lück hinlegt, dann gibt sich dat am ersten. Meint halben, brumme die Olle, und kommt in seine Kammer. Lag knapp in Berre, der bosere Herr, mit den Staul auf dem Beschuss, und der Meerske leib gau in der Kammer. Ich freise, bringt mir ne warme Kroke. Forts auf die Stelle, und dann biegt du auch Hörlandteigkurken. Bieter ist Bieter, sagt der Meerske. Ich weit gar nicht, sagt sie dann zu ihren Mann, was mit Westvater los ist. Er gefällt mich gar nicht. Er ist so blau in Gesicht und muss so heiß gappen. Soll wir nicht einen Doktor rauben? Dann muss ich ihn erst fragen, sagt der Bauer, und kommt in die Kammer. Aber Gürn will nix von Doktor bieten. Ich schmeid den ollen Quacksalber ein Holzchen an den Kopf, sag er, und drehe sich nach der Wand. Und der Bauer wusste gut genau, dass der Olle dort auch in Stanne was. Es gehören den Teil upha, kwam er doch nicht in Schweit. Der Meerske pocke non überbäre drup. Und es hat nur so drunter, dass der Niesen dümpel rot kaik. Aber es holt nix. Mit dem Numdach bose der Olle Wehr mit dem Staul. Und der Meerske kam kaum heringelaufen. Sie sagt, Katrin, lot anspannen und halt ein paar Stauer, et wird leiger mit mir. Mit dem Numdach bose der Olle Wehr mit dem Staul. Und es der Meerske kaum herinlaufen kann, sag he, Katrin, lot anspannen und halt ein paar Stauer, et wird leiger mit mir. Und da will ich meine Sache in Order bringen. Der Herrgott soll sich nicht über mich beklagen. Nur heul doch nicht, Frau Menske, et muss doch einmal sehen. Und was so viel konnt hätt, das kann ich ja auch. Da bin ich noch mit fertig. Der Bauer kriegt selbst das Gigsken oben shoppen und fuhr noch ein Durpe hin. Will des der Meersken wit lagen oder gemaude Dach und Kreuz Henstall und alles fertig mag. Dabei wiskete sie sich manches mit der Schürte durch die Augen. Sie mocht doch den ollen Westvater bei all seine Eigenheiten doch gern lehnen. Noch ne Weile sich hören, Katrin, der Bestauer blieb lange. Es stieg mich so kalt herup, wenn man nicht so freute Ähnlichkeit. Krieg wenigstens das Gebirtbauch und lies mir ein Gebirt für. Aber ein kräftiges, wat den Lück beitrecket. Der Meerske schlauchen kranken Gebirt up, Bier von bittere Läden, wenn der Olle sagt, wann das bat noch nicht genau, es lüft kräftiger. Dann will ich düt erst nehmen, sagt der Meerske. Anmutung beim nahen Tode. Das handelt von Gericht. Sie bieren noch ne Weile. Das was Alberta sich hören. Aber heste nix von ewige Höllenfeuer. Ich muss starken Tobak hemmen. Endlich fand der Meerske das Richtige. Und der Olle lustere andächtig und nickere allmangs mit seinen Niesendümpel. Das kann helfen. Ich arme Würm. Gott stommi bei. Men wieder, ich fang an zu schweiten. Es der Pastor kam, sag hören. Nu mein los, Herr Pastor, ich sim Brot, der Reue hab ich all, und schweiten dau ich, dat het undür de Bettstie drüppelt. Ich konnt aber knapp de Rot bringen, so schwor lach ihm dat op de Brust, und sie Gesicht was blond und blau. Der Pastor sorgt dat wohl, und holt sich nicht lange up mit Versein. Et gab noch allerlei hinner. An erst wollte sich all gern de Söcke nicht umtrecken lauten. Es der Pastor mit alles fertig was, da ömmer er öndig up und sagt, lese zu den Bauern, so, nu können wir in Ruhe abwarten, lange dauert nicht mehr. All gern holen ein paar Mal Deibarm und lach still, die Augen schlurten. Der Pastor bücke sich über ihn und wohl güst Dahlken ein, für seine ewige rote Bieren. Da mag der Olle die Augen los, richtet sich halb auf und schmeitert Berewirks trüge.
Säge mitten Deipen sögt. Nu sieg drüber weg. Ja, heb was dauer. Abkratzen auch tut man noch nicht. Katrin blickt mir die Pepe. Ich glaube, es schmeckt mir nur mehr. Wenn der Dezember was nu da Weihnachten nicht weht, dann war's für alle klar, nu kam ne drucke Tät. Ein Schwein muss dann sein Leben laden und Fleisch kommt wieder an den Haken. Auch Würste, Möbkenbraut und Braun, in wem wün leckere Saken. Was dann der Wursterige vorbei, dann kommt an Hauswerk ran. Mit Schruppen, Scheuern, Wäskerige, käm alles in Ordnung dann. Am meisten han wir Blärenspaß, wenn Moder backen dä. Die Küke bollen ne Backstube was und säutet allerlei. Die Röck vom Weihnachtsplätz gestrockt dann durch das ganze Haus. Und von Probeien han wir boll viel Pein aus dem Bauch. Dann stön die 1000 up Schrapp, wenn voll bis Burm hin, verschlurten nur mit Klebeband, dat nix an Luft kam drin. An einen Numdach was neu ihr Süster horn. Wir wöhnen an Lehren und sorgen no ob'n Schrapp die 1000 storn. Bis Weihnachten war's noch recht lang und Plätzkes wollen wir irten. Doch können wir an dat Klebeband, dat dem Mauder mirken. Und passend Werkzeug han wir blaren, dann wann es auch der Hand. Dem Vater hat ja nicht im Süß und krauten Werkzeugschrank. Von unten meiken wir en Lurk. Und kaum wollen wir an die Irten. Doch noch ne Date haben wir genau, dann Schlauchus dat gebieten. Der Dause wurde nur Tau geklebt. Der Boll ob'n Schab wär storn. Wir wöhnen uns klar, dat für dat Wirks noch haft wat extra Ohren. Und an Sonntag für uns Blaren, et was kalt, der Wind an Brosen, gen Röhe dem am Boten jahren und alle blieben zu Hause. Der Moder hat den Kaffeedisk gemütlich gemacht. Et war Frau Döster, schummerig, sehr zierlich da ausseh, die Plätzke sind dem Itten da, Weihnachten ist Bolle. Da kriegt wie fort den Schrecken all, der Dause was halb voll. Wer hätt dat don? Wer ist dat Wirst? Nu kam die Leichheit rot und Strafe gehabt und noch an List wollt Kaffee trinken out.